So, und damit herzlich willkommen zu Ballerburg. Ein sehr cooles Spiel, eben wie in der Kindheit in Masse spielt. Ich will gar nicht viel um hier herumschnacken. Ähm, wir fangen mal mit das Tutorial an. So, ich habe natürlich das Tutorial für Joren einmal durchspielt, allerdings will wir mal kicken, einfach mal die Grundsteuerung. Moin, Chef. Da bist du ja endlich. Die Königin schickt mich, um dir an deinem ersten Tag ein bisschen unter die Arme zu greifen. Übrigens, ich bin prall. Sehr komisch, ich weiß, aber so heiß ich nun mal. Ja. Okay, willst du jetzt weiter ablachen oder soll ich dir meinen berühmten Schnellkurs im Burgenballern beibiegen? Schließlich liegen sich die vier Königinnen schon seit einiger Zeit in den Haaren. Und deine Überlebenschancen steigen, wenn du jetzt ein paar Minuten die Lauscher aufsperrst. Also, in allen Gefechten befinden sich die Burgen in Reichweite, Capito. Jo. Das heißt, Armeen brauchen wir nicht, da wir Oh. mit unseren Waffen direkt angreifen können. Du musst eigentlich nichts weiter tun, als deinen Feinden die Burgen um die Ohren zu schießen. Ja, hörst du mir überhaupt zu? Ja. Ja? Dann klick doch bitte mal mit deiner Maus oben auf das Fragezeichen. Na gut. So. Hallo, willkommen im Tutorial von Ballerburg. Jupp, das kennen wir alles. Hier schön Fragezeichen, hier und da. Pipapo. Wieder mal wieder. So viel zum Hilfetext. Klick einfach immer drauf, wenn du nicht mehr weiter weißt. Stehen eine Menge nützliche Tipps drin. Mhm. Jetzt bist du schon mittendrin in unserem Königreich. Wenn du die Lage checken willst, halt einfach deine rechte Maustaste gedrückt und beweg das Ding hin und her. Das verschafft Überblick. Rechts oben hängt ein Kompass und die eklige grüne Burg daneben ist dein Feind. Da Kleiner machen wir Test. irgendwie was. Halt die rechte Maustaste gedrückt und beweg die Maus so lange, bis die grüne Burg genau über dem Kompass steht. Hm. Ja, das war dann mal nix. Warum? Was sag ich denn nun? Sonny. Ähm. Ja, das Lab hier einmal ganz unrund lassen, einmal schrauben. Tolle Tutorial, wenn ich hier nur alleine Klicks versagen, du. Was Willst ist du? los? Rechte Maustaste drücken und grüne Burg über den Kompass bringen. Dann morgen wieder einfach Sonny. So. Ist das gut so oder noch nicht? Also dem nur Weißt müsste. du, wo rechts ist? Hä? Warum bringst du dann nicht die grüne Burg über den Kompass? Ja, heftig der ist. Weil ich halt nicht so niemand hier, wie das hier von mir verlangt worden ist, oder was? Gut, bringen wir dir eben Beat bei. Ich werde mich hüten, deinen Job zu machen. Hier, lies mal eine Runde. So. Na Borben nicht, na Nähern nicht. Oh, ich krieg die Krise. Sag mal, was ist hier los? So, Katapult und Kanone haben wir. Schön. Hm? So. Ach, okay. Na, schon weiche Knie? Da Äh. siehst du die schmucke Hütte deines Gegners. Okay, Wenn du also. jetzt auf die einzelnen Gebäude und Waffen klickst, die überall rumstehen, kriegst du Mhm. unten im Menü nähere Informationen. Bei Gebäuden zeigt dir der linke Balken den Zustand an. Natürlich kannst du die Hütten jederzeit abreißen oder reparieren. Unten links
haben wir dir eine schicke Übersichtskarte deiner Burg hingehängt. Die Waffen sind blau, die Gebäude grün und du kannst dein Inventar natürlich auch auf der Karte anklicken. Hm? Sobald du was ausgewählt hast, kriegt der Gegenstand einen blinkenden Heiligenschein, damit du ihn besser erkennst. Ja, schön. Los, trau dich. Klick mal ein paar Häuser an und lies die dazugehörigen Infos. Ja, ist ja schön. Ja. Gebilde anklicken. Ja, schön und gut. Kann man hier denn noch irgendwie gut scrollen? Also, ja, man kann ja auch so nicht. Das ist, man regelt das hier mit den Pfeiltasten. Ja, hier, das wusste ich auch gar nicht mehr. Aber dann will ich auch noch nicht so recht, wie ich da gut zoomen kann. Toll. Ich bin okay. Ich kann so nie die ganze Kram hier bekriegen. Kannst du dich nicht entscheiden? Such dir 2, 3 Gebäude aus. Jo, schön. Hm. Wo kann man denn hier jetzt die Infos kriegen? So. Ja, wie die Prozente aussehen. Jo, schön und gut. Mit Afrieden und allem drum und dran. Lütje Turm. So. Wo hängt denn hier nur hängt der Katapult? So. So wie zu gut. Ach Englisch. komm, wir haben nicht ewig Zeit. Oh. Klick ein Gebäude direkt an und eines auf der Karte. Bitte. Eines auch. Ach so. Na? Ich bin doch wohl der geborene Pädagoge, was? Jetzt Mann, lass war uns der weg ein total Brett für den planen, Kopf. was deine Häuser und Waffen angeht. Mhm. Lass uns nun mal ein Auge auf die Menüführung werfen. Scheuch deine Maus mal an den rechten Bildschirmrand. Dann öffnet sich ein Menü, über das du die volle Kontrolle über alle Spielfunktionen hast. Danach flitzt du zurück und das Menü geht wieder auf Tauchstation. Ja, schön. Jetzt Toll. mal ab auf die linke Seite. Der Balken, der dir da entgegenschießt, zeigt an, welche Püster du am Start hast. Du siehst hier auch, ob du gleich losballern kannst oder ob die Engelmacher erst geladen werden müssen. Alles klar? Dann marschier mal an den linken Bildschirmrand und such dir eine Waffe aus. Ja. Das ging aber echt schnell. Waffen sind wohl dein Ding, was? Ja, auf Dann jeden Fall. erzähle ich dir bestimmt nichts Neues, wenn ich sage, dass der große runde Fleck da unten der Feuerknopf ist. Nee, das sagst du mir Pfeiltasten nicht. daneben bedeuten nicht, dass es hier Indianer gibt, sondern damit drehst du die Waffen auf der Stelle. Mit Hilfe der Kompassanzeige stellst du sie so auf deine Gegner ein. Benutzt den Kompass so wie in der Burgansicht. Wenn also das kleine Burgsymbol genau über dem Kompass steht, dann zeigt deine Waffe grob in die richtige Richtung und du müsstest jetzt die Flügel der Windmühle drüben sehen. Oh. Los, nimm die olle Mühle ins Visier. So, Chef, jetzt hast du die Windmühle auf dem Kieker. Auf der Karte unten rechts siehst du die Karte der gegnerischen Burg. Wenn du nachher geschossen hast, kannst du den Schalter Trefferansicht gedrückt halten. Mhm. Dadurch kriegst du ruckzuck das Einschlaggebiet deines Geschosses auf den Schirm. Du wirst jedoch schnell merken, dass Zielen und Treffen 2 verschiedene Paar Schuhe sind. Denn jede Waffe hat so ihre eigenen Auffassungen von Genauigkeit. Ist also nicht verkehrt, öfter mal auf den Knopf zu drücken, um zu checken, was drüben so passiert. Jetzt aber genug gelabert. Die Waffe ist geladen, die Windmühle im Visier. Also los, drück den Feuerknopf, knick ihr ein paar Flügel und wirf dabei einen Blick auf die Trefferansicht. Oh, muss ich das unbedingt? Ich war nur Gammelturm hier, wie sagt man nur? Masochist? Nee. Befehlsverweigerer? Kriegsverweigerer? Gammo Schluck trinken.
Nun schieß, es wird schon klappen. So. Du hängt die Mühle in Visier, du auch. So wie so gut. Was haben wir denn hier? Eiskönigin? Gegner? Ach so, die Gegner ist bei uns just die Eiskönigin. Bitte just ein Frosch? Oha. Hallo, einfach rotes Knöpfchen drücken und anschließend den Schalter für Trefferansicht gedrückt halten. Ja, mal ganz ruhig. Ich muss hier erstmal kicken, was das hier sonst noch allgeben hat. Autoreparatur. Okay, Palast hier tun für ein durch Muren. Okay, hochinteressant, da war das doch allgeben hat. Wie komme ich von dieser Welle weg? Option. Wenn du nachher auch so entschlussfreudig bist, organisiere ich lieber schon mal deine Beerdigung. Ta! Jungfernschuss abgefeuert. Bin schwer beeindruckt. Wenn dein Schuss gesessen hat, erscheint auf der Karte der gegnerischen Burg eine Einschlagsanzeige. Schließlich willst du ja wissen, ob's richtig gerumst hat. Wenn du die Burg irgendwo getroffen hast, wird dir das durch einen grauen Kreis angezeigt. Solltest du zu kurz, zu weit oder wer weiß wohin geballert haben, zeigt dir ein kleiner Pfeil am Rande der Karte, dass du den Schuss knicken kannst. Also, falls du kein Naturtalent bist und der Schuss in die Botanik ging, kannst du deinen Püster jetzt mit den 4 Pfeiltasten rund um den Feuerknopf neu einrichten. Und weil es so schön war, geht es gleich weiter. Also los, putz die Mühle jetzt ganz weg. Ja, mal ganz ruhig. Erstmal droppen. Okay. Mit das Ding muss ich wieder. Liegt gut. Wieder für was. So. 27. Okay. Da wäre die Einstellung immer super. So. 41. Nicht ganz. 45. Okay, dann nehmen wir der Katapult. Hm? Tja, wo kriegen aber nur Klappen leid. Ja, das Stück zu weit. So und so, so nie müsste den noch hier droben. Aber ich glaube, müsste die Mühle sogar weg. Ah! Knapp daneben ist auch vorbei. Aber das ist, naja. Jawohl. Satte Breitseite auf Müllers Mühle. Der kann jetzt getrost umschulen. Wenn es später richtig losgeht, wirst du noch eine Menge anderer Waffen kennenlernen. Da kommen noch ziemliche Ungetüme auf dich zu. Aber alle werden nach dem gleichen Prinzip gesteuert und abgefeuert. Okay. Ach ja, wenn du mal mehr als eine Waffe hast, kannst du mit den 2 kleinen Kanonensymbolen unter dem Feuerknopf zwischen ihnen hin und her wechseln. Probier es ruhig mal aus und schnapp dir die andere Waffe. Ja, Hector Almo Mord. Hoho, dir ist wohl jede Waffe recht, was? Na, dann kann es ja fast losgehen. Baller ruhig noch ein bisschen in der Gegend rum. Schließlich sind wir zum Üben hier. Du kannst übrigens von jedem Untermenü und aus der Waffenansicht direkt mit einem Mausklick auf die Übersichtskarte der Burgansicht zurückkehren. Mit einem Doppelklick auf eine Waffe oder ein Gebäude springst du direkt zum jeweiligen Objekt. Das aber nur am Rande. Komm, versuch's, mach Klick. Geh auf die Burgansicht zurück, indem du auf die Übersichtskarte klickst. Wo haben wir denn jetzt die Übersichtskarte? Ja, okay, ich habe Mobile nicht aufpasst. Wo soll ich jetzt? Okay, F2-Taste. Nee, das ist tut hin und her switchen. So. Wo? Okay, jetzt bin ich verwirrt.
Ich sagte, geh auf die Burgansicht zurück. Mhm. Das Hey. lief ja alles wie geschmiert. Ja, schön, Damit danke. sind wir eigentlich durch. Du musst zugeben, einen besseren Coach als mich wirst du so schnell nicht finden. Ja, und Begriff. Falls du mal ein bisschen Hilfe nötig hattest, hast du hoffentlich auch auf das Fragezeichen geklickt. Da steht immer alles drin, was du wissen musst. Jetzt zeig doch mal, was du bei mir gelernt hast. Und schieß das Katapult drüben in 1000 Stücke. Ja, und ich bin natürlich so begriffsstutzi, dass ich die Anweisung natürlich jetzt nicht so umsetzen kann. So. Stimmt, so weit werden wir. So. Dann wollen wir mal kicken, ob wir das noch hinkriegen da. Das sieht immer nicht schlecht aus. Ticken wieder. Junge, da knallt bei uns. Okay. Ticken wieder. Die ist gleich so weit fertig. Schier. Ja. Aber die hier, die ist irgendwie viel flotter mit No-Laden. Hab ich so das Gefühl. Naja. Ah. Ja, wie ihn schon sagen, die. So genau sind die Waffen nicht. Naja, aber naja, wir sind hier momentan noch im Tutorial. Ja, drum hacken. Ein Schuss noch und dann heftigen. Ja, muss man mal kicken. Junge, die der Knallduck. So, hacken nu. Ah, knapp. Jetzt aber. Jawohl. Cooler Schuss. Da zieh ich doch fast die Mütze. Hier, dein goldenes Fleißkärtchen. Damit haben wir das erste Tutorial doch zügig durchgezogen. Hm? Für Runde 2 klick jetzt einfach auf das Fragezeichen. Und ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Denn ich muss ganz offen und ehrlich sagen, wir nehmen nur alle 20 Minuten ab. Ich muss noch da mal was schneiden. Weil das am Anfang nicht klappt hat. Also das waren ihm jetzt nicht in diese Let's Play sehen. Aber ich musste noch mal ein paar Änderungen an der Spielmodus, damit das überhaupt kompatibel ist. So weit, so gut. Ich würde mal so sagen, das schallen man mal lang für die heutige Folge. Das erste Tutorial haben wir durchgespielt und somit sehen wir uns in den nächsten Tutorial Welle. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Erstmal, moin.